Ja, Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Läuft das Mikrofon eigentlich diesmal? Ja. Das ist gut. Ja, heute geht's weiter an dem Polo 86C. Ihr wisst ja, vorherige Videos haben wir gemacht. Motor, so ein bisschen Technik, dies und jenes. Stefan möchte heute gerne... Wolltest du auch Stoßdämpfer und so machen? Ne, Bremsleitung und Bremsscheiben, glaube ich. Okay, also handelt es sich in diesem Video heute mal um die komplette um das ganze Bremssystem. Das hieße... Scheibenklötze vermute ich mal, will Stefan machen. Dann haben wir bestimmt noch hier die Leitung haben wir neu besorgt, weil da hat Stefan ja schon mal einmal gebremst und danach war Bremseende. Da macht er nur so. Ja, ja, das ist Stefan sein heutiges Ziel. Ja. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu nicht im Video bin, weil ich bin woanders. So, ich habe jetzt hier alles mal so ein bisschen aufgearbeitet. Ich wird gearbeitet übrigens. Ich habe erstmal alles hier ein bisschen hinter entrostet, dieses Blech und so. Ein bisschen neuen Lack drauf gemacht fürs Auge. Dann den Bremssattel auch komplett einmal entrostet und neuen Lack drauf. Das gerade ein bisschen trocknen muss. Hier schon mal eine neue Bremsleitung. Und ja. Die neuen Beläge sind auch schon mal drauf. Ein bisschen schmieri. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ab an die Hinterachse. Das sieht doch alles sehr crunchy aus. Kannst du diese Funktionsweise erläutern? So noch nicht. Oh. Okay. Ist auch mal gut, dass da abgebrochene Federn drin liegen. Eieieiei. Wer soll das denn alles hier bezahlen? Du! Nee! Ich mache mir da jetzt irgendwann mal ein Bild von. Damit du weißt, wie Sarah wieder zusammen muss. Du bist ja sehr vertrauenserweckender Mechaniker. Ich mache nicht so oft so Kackdinger. Oh, ich habe da eigentlich keine Ahnung von. Man kann quasi mit einer Pumpenzange von Kniepex eine komplette Bremse auseinandernehmen. Ist das nicht ein Multifunktionswerkzeug? Aber die Bremse ist so schön. Nö. Erstmal alles wegschmeißen. Und dann gucken, was man noch gebrauchen kann. Irgendwie sieht das alle crunchy aus. Ja, und du? Was machen wir mit dir jetzt, hä? Ich glaube, die Handbremse, dieser Zug, den können wir auch neu bestellen. Ich baue den Zug, Seil, Scheiße, Kacke aus. Weil nicht mehr so ganz so gut ist. Oder etwas defekt? Etwas. Minimal. Flugrost. Hä? Du filmst ja noch. Hab da eine Ahnung von. Ja, ne? Ja. Ne? Ja, selbst schuld, ey. Ich dachte, du kriegst es jetzt. Was eine verfickte Scheiße hier. Ich dachte, du kriegst es jetzt mal hin. Boah. Mann, ey. Da ist nicht mal gespielt, ey. Oh, Junge. Jetzt gehört dir deiner Scheißkamera. Boah. Wer erfindet so eine Scheiße? 1000 Federn, einer Bremse. Geh weg mit deiner Kamera! Boah, Junge! Geh weg mit deiner Scheißkamera.
Okay, tschüss. Abbruch. Junge, ey, diese ganze Scheiße hier! Hallo? Boah, man kann doch echt nicht verstehen, warum man sowas konstruiert, oder? Ja, 1000 Federn, 1 Million Gegenhalter und... Boah. Bestimmt ist das ganz einfach. Man muss nur wissen, wie. Eine Bremsscheibe, 2 Beläge. Fertig Ja. ist die Bremse. Da kannst du mir doch nicht sagen, dass sowas günstiger ist in der Produktion. 6,5 Stunden später. Ja. Schön reinkneten. Ja, das ist prima. Ich mag kneten. Wie viel Prozent Fett ist nachher in dem Lager drin beim Betrieb? Genug. Was reicht da so circa aus? Gesundheit. 8. 25 bis 20% Fett hat so ein Lager beim Betrieb. Das wolltet ihr wissen, ne? Volumenprozent oder Gewichtprozent? Das Maul. Naja. Würden das meine Arbeitskollegen sehen, wie ich mit Lagern umgehe, und die würden ausrasten. So, heute ist Schicht im Schacht. Es wird dunkel, der Alkohol ruft. Ich meine, das Sofa? Nein, ja, morgen wird weitergeschraubt. Aber wir haben alle Bremsen drin, alles erneuert. Und ich denke mal, als nächstes werden wir, was wollen wir als nächstes machen? Noch ein paar Kühlerschläuche ersetzen und Stoßdämpfer. Stimmt. Ja, denk mal, dann war es das auch. Wir hatten leider eine kleine Undichtigkeit bei einer Vollbremsung. Diese Bremsleitung hier, die sieht super aus. Ein bisschen crunchy. Oh, das ist auch dein Lieblingswort jetzt, Ja. oder? Ja, aber alles hier dran verrostet ist. Na, aber egal, hier war ein Loch drin gerostet. Und ich versuche jetzt hier mal eine neue reinzubasteln. Zumindest ein Stück. So, ich habe jetzt alle Bremsleitungen, Bremsschläuche, alles wieder drin. Ich habe hinten neue Bremsleitungen reingemacht, weil die durchgerostet waren. So, und jetzt fange ich an mit dem Entlüften. Da fängt man an dem weitesten entfernten Punkt, also quasi die weiteste Leitung, das entlüftet man als erstes. Dann, Weiteste wovon? ja, von dem Bremskraftverstärker. Also quasi die weiteste Leitung. So, und dann erstmal hier lüften, dann die andere Seite und mal gucken, dass genug noch oben drin ist. Ich lasse noch ein bisschen mehr durchlaufen, damit das ein bisschen gespült wird. Und ja, das mache ich dann vorne und hinten und dann sollte man wieder Bremsdruck haben. Und wenn nicht, ist irgendwas schief gelaufen. Ich habe da so ein super Gerät, was zwar ein bisschen kaputt ist. Hier war mal so ein Ding, das nicht so laut ist. Aber hier macht er dann Unterdruck. Brauche ich einfach nur drauf tun, mach die los und dann kann ich hier pumpen oder hier Unterdruck machen und dann saugt er sich das von alleine. Ansonsten musst du mal Pedal drücken und einer muss dann losschrauben, wieder zuschrauben, wieder loslassen, nochmal wieder drücken und das die ganze Zeit, bis das Blasenfall rauskommt. So ist das natürlich einfacher. So, jetzt werde ich mal eine Probefahrt machen. Rote Nummer habe ich auch schon dran gemacht, das ist klar, wir fahren natürlich nicht so hier rum. Ja, willst du mitfahren? Ich dachte, sollte ich. Achso, ja. Oder soll nur einer von uns sterben? So, ja. Okay, auf Nimmerwiedersehen. Ja! Hey. Hab ich da die Bühnenarme weggemacht? Ja, ne? Ja. Ich will sofort erstmal eine Bremsung durchführen. Oh, wir stehen. Ui. Und das mit nagelneuen Scheiben direkt voll reingetreten, ey. Oh. Ja, aber irgendwie ist da noch ein bisschen Luft. Irgendwie sollte man nicht so weit treten können, aber ein bisschen hier mal einfahren. Quietsch, quietsch, quietsch. Nicht so treten, ne? Kalten Motor. Klackert da so. Weiß nicht, irgendwie hört sich das.
sich alles komisch an, ne? Irgendwie mag er den Sprit nicht. Oh oh. Ist wohl normal. Boah, irgendwie ist es komisch. Oh. Wir müssen glaube ich noch mal ein bisschen entlüften. Das ist Vollgas übrigens. So. Ja, naja, es bremst ein bisschen. Aber ich denke mal, wir müssen noch mal irgendwie ein bisschen entlüften. Gucken, irgendwo ist da noch was an Luftentleitung. Ja. So, Bremsen sind drin, Bremsen sind entlüftet, Flüssigkeit ist nachgefüllt. Das war's dann mit diesem Teil, Bremsanlage Polo 86C. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin fleißig wie bisher. Schaut bei Instagram vorbei, weil da geht's immer und immer weiter mit Bildern. Ja, machen wir weiter mit den Sandreifen. Tschüss.